Und ich bin bei den Kamelen, die jetzt gerade am Nachtessen sind, und bei den Lama und bei den Schafen. Und es hat da mehr als 280 Tiere hier in diesem Zoo. Und etwa ein Dutzend Angestellte, darunter auch Jugendliche, die den Rang ins Berufsleben empfinden. John David Bauder, Sie haben das gegründet vor 24 Jahren und Sie sind immer wieder noch am finanziellen Ruin gewesen, haben immer müssen kämpfen, im Herbst mit Spendengeldern der Zoo gerade gerettet. Jetzt ist es wieder schwierig. Können Sie ein, zwei Beispiele machen, warum oder was vor allem da so viel Geld frisst, wortwörtlich? Ja. Natürlich, alle fressen hier bei uns im Zoo. Es gibt natürlich auch ein paar Spezialisten wie die Weissbüschschafe, die Gummi Arabicum brauchen, oder Lori, die spezielle Brei brauchen. Das schlägt sich natürlich auf das Geld auch im Alltag. Das sind 750 Franken, die wir hier am Tag brauchen. Und wenn das jetzt irgendwie wegfällt, ist das natürlich schon ein schwieriger Moment. Ja. Wir wollen nachher gerade noch ein bisschen umschauen bei Ihnen im Zoo, bei den verschiedenen Tieren, aber wir werfen zuerst einen Blick in den Zoo Zürich. Dort sind nämlich unsere Kollegen von Einstein unterwegs mit dem Zoodirektor. Also allein sind die Affen im Zoo Zürich amigs nicht einmal im kältesten Winter. Kein Mensch kommt zu Besuch. Und auch draussen, wo es sonst immer munter zu und her geht, ist der Zoodirektor Sternen allein. Der Alex Rübel hat Zeit, um sich mit einem Pfau zu unterhalten. Ist nicht am Feiten, hä? Dass der Zoo zu ist, hat er in den letzten 40 Jahren, als er da ist, nie erlebt. Wir sind natürlich im Betrieb wie jeder andere. Und für uns ist es schon schlimm, dass wir jetzt in der besten Jahreszeit nicht so auftun können. Alle Einnahmen fallen aus, wir haben noch Ausgaben. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich Tierpfleger, die die Tiere gut schauen. Normalerweise kommen jeden Tag etwa 3000 Leute die Tiere anschauen. Wenn sie nicht da sind, dann bedeutet das für einen Zoo einen grossen Verlust. Jeden Tag hat er gut 70'000 Franken Ausgaben, allein schon für die Löhne. Die Tiere merken nichts von der Pandemie, solange die Pflegerinnen und Pfleger nicht krank sind. Der Zoo ist leer, auch weil die meisten Angestellten fehlen. Eine komische Situation für Alex Rübel, ausgerechnet jetzt kurz vor seiner Pensionierung. Es ist klar, wir haben unsere Mitarbeiter im Tierpflegebereich, die müssen weiterkommen. Wir versuchen natürlich dort alles ganz seriös umzusetzen, die Distanzhaltung. Alle anderen, die sonst arbeiten, müssen entweder ihre Mehrzeit kompensieren oder sie müssen Homeoffice arbeiten. Das ist im Zoo nicht anders als in einem anderen Betrieb. Die Tiere reagieren anders, wenn Besucherinnen und Besucher herum sind, als wenn sie wie jetzt allein sind. Die Affen zum Beispiel machen den Eindruck, es sei ihnen ohne Menschen eher ein bisschen langweilig. Den Tieren geht es wunderbar. Im Gegenteil, die geniessen das. Jetzt mal auf eine andere Art. Sie sind neugierig. Manchmal fehlen den Besuchern ein bisschen, das merken wir auch. Aber es geht ihnen gut. Der Zoo Zürich bleibt noch ein paar Wochen lang zu. Eine Zeit lang haben die Tiere jetzt Ruhe vor der Menschenmasse. Am 9. April tut Einstein ausführlich berichten aus dem Zoo Zürich. John David Bauder, merken Sie das auch, dass die Tiere sich ein bisschen anders verhalten, wenn kein Publikum herum ist? Das können wir nicht sagen. Das sehen wir nicht im Alltag. Sie haben uns, sie kennen uns, wir pflegen sie jeden Tag. Homeoffice ist im Moment für uns keine Option. 600 Kilo Kamel in einer Wohnung wäre undenkbar. Nein, es ist wirklich kein Wechsel zu merken. Sie haben ihre Bedürfnisse gedeckt. Wir sind jeden Tag für sie da. Die Futterqualität stimmt. Wir ziehen das alles durch wie gehabt. Wir haben Impressionen gedreht heute Nachmittag, wo wir noch ein bisschen andere Tiere sehen. Was ist Ihnen besonders wichtig an Ihrem Zoo? Nähe zum Tier. Wir stehen jetzt damit drin, dass erlebt der Besucher bei uns ihre einmalige Möglichkeit. Man schmeckt Tiere, wir hören sie jetzt können. Wir sind mit drin, mittendrin und nicht daneben. Das ist unser Motto. Und das ist mir vor allem wichtig, dass der Mensch wieder Kontakt zur Natur hat und mit dem Tier. Aber was passiert mit diesen Tieren? Schlimmstenfalls, wenn Sie jetzt den Zoo nicht weiterführen könnten? Absolute Katastrophen, aber wir haben das Szenario schon damals im Herbst durchgespielt, wo man schon Plätze gesucht hat für Tiere, falls der Zoo schliessen musste. Aber es ist jetzt etwas, wo ich im Moment nicht daran denke. Wir sind präsent und wir arbeiten weiter. Wir wünschen viel Glück. Danke, John Merci David vielmals für den Besuch. Bauder. Zoo, die haben jetzt im Moment nur Ausgaben und keine Einnahmen. Es ist klar, auch in der Krise muss ein Kamel sein Futter haben. Sabine, da hinten live aus Kallnach.